Tanda Toma Delia, Zerim do Dujin Shuai, Tarinde, Pegalo Nidon Gado Sumju, Rajo Rinde, Chumuluglu, Tumda Gebe, Tsenga, Shilo Nidon Sum, Dawajube, Tsenishu, Nien Sambur, Gigu Ninji Ransu, Pajo Chana Beme, Tude, Umizimba, Nambaroba, Sade Gade Yontogi Nada, Roagun, Tujin Tajingi Sambachimbo, Konsalami, Namde Kangun Gawe Wongbo, Tamje Kenji Sigwa, Kune Chushibachimbucho. 다른 데가 스위스 계속 주릭 öl리콘도 스위스단 레덴슈타인 프리미만라 시제 순두기 계산과 되는 주기 고급 나올이야 그베 스위스단 레덴슈타인 프리미만기 급주지배 투밀 현속이 된접슈네 닝타번에 테스트레다 투시 슈에인 Im Namen aller Tibeter in der Schweiz wollen wir seine Heiligkeit hier heute an diesem Tag besonders willkommen heißen. 거수 송셰다 표리 미망기 루규닝된지 니세 주야이 참부트링라 다른 데가 샵소크베 카와 간쟁기 종게 라나메베 우티 직대시대 대be. Wir freuen uns, dass seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama von Tibet gekommen ist, auch als Friedensnobelpreisträger und wir begrüßen auch die anderen Vertreter der verschiedenen Tibeter-Gruppen und auch denjenigen, den Schweizern, die hier sind und Nicht-Tibetern, die anwesend sind, und Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen. Und mit großem Mitgefühl trägt seine Heiligkeit die Verantwortung für das tibetische Volk und hat sich heute bereit erklärt, eine Rede an die Tibeter zu halten. Und das ist für uns eine große, wir sind sehr dankbar dafür. Und wir alle möchten seiner Heiligkeit ganz herzlich dafür danken. Und es gibt die verschiedenen Vertreter der Tibeter hier, die aufgezählt worden sind, und die alle arbeiten gut zusammen und haben hier zusammen auch diese Veranstaltung organisiert. Und es gibt viele Demonstrationen für die freie Tibet, für das tibetische Volk, die in großer Anzahl Tibeter hier zusammenkommen, daran teilzunehmen. Und was die wirtschaftliche Seite angeht, gibt es viele Spenden, die an die Exil-Tibeter in Indien gegeben werden. Und was auch zur guten Entwicklung der Tibeter Exilgemeinschaft beigetragen hat. Es gibt Schulen
Es gibt Schulen für die Tibeter hier und wir als Vertreter der Tibeter und als Vertreter des Parlaments tun alles, um auch die Ausbildung der Tibeter zu ermöglichen, auch trotz vieler Schwierigkeiten, die auftreten. Und es gibt auch Ausbildung für die Folklore, Kultur der Tibeter. Die üben für die verschiedenen auch kulturellen Feste der Tibeter. In allen die Tashidelek hier in der Schweiz sind in den 60er Jahren viele Tibeter, die hier leben. Und zuerst sind 1000 Tibeter hier angenommen worden. Wir sind sehr dankbar der Schweizer Regierung, dass sie das ermöglicht haben. Und diejenigen, die hier angekommen sind und hier leben, da heißt es, man soll so leben, wie es dem Land Sitten entspricht. Und wenn wir tatsächlich die Tibeter betrachten, so kommen sie ja aus ganz anderen Verhältnissen, sind Nomaden, Bauern und Händler und so weiter. Mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Aber sie alle haben hier eine Arbeit bekommen in der Schweiz und sie leben sehr mit Harmonie mit den Schweizern hier und haben wirklich auch die Erwartungen ihrer Arbeitgeber und so weiter erfüllt. Und es heißt oft, dass die Tibeter unter den vielfältigen Flüchtlingen, die in der Schweiz leben, sich am besten etabliert haben. Und das ist natürlich für die Tibeter selbst eine große Hilfe, dass sie hier leben können. Und hat auch wirklich eine große Bedeutung, ein gutes Vorbild, wie die Tibeter hier leben. Nur sie leben hier als Flüchtlinge mit den Schwierigkeiten eines Flüchtlings, der sich hier nicht auskennt und so weiter. Aber sie haben hier die Möglichkeit bekommen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Wohnung zu finden und so weiter. Das ist natürlich von daher eine glückliche Situation. Aber es ist wichtig, dass sie sich immer wieder bewusst sind, woher sie kommen, woher sie tatsächlich kommen. Und alle bemühen sich, dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und es gibt die eigenen Sitten und Gebräuche und die eigene Sprache. Und natürlich gibt es viele Hindernisse, die dem entgegenstehen, dies alles bewahren zu können in einem fremden Land. Aber sie haben sich wirklich sehr bemüht und mit gutem Resultat das alles bewahrt, ihre tibetische Identität im fremden Land. Und wahrscheinlich heute müssen sie eigentlich auch arbeiten, wo sie eigentlich Geld verdienen müssten an einem Montag. Und jetzt ist leider ein Tag Profit, haben sie jetzt leider aufgeben müssen. Die Älteren natürlich brauchen nicht mehr zu arbeiten, für die macht es nichts aus. Sie rezitieren ihre Manis und erzählen sich Geschichten und so weiter. Und das kann auch ruhig mal einen Tag da mal Unterbrechung geben für diese Dinge. Aber für die anderen ist natürlich auch so eine Unterbrechung nicht unbedingt einfach. Und deshalb vielen Dank, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind und die Mühen auf sich genommen haben.
Und wie schon zuvor gesagt von Ihren Vertretern, und die Gemeinschaft hier ist hier entwickelt worden, hat sich gut entwickelt. Und natürlich ist jeder Mensch daran beteiligt. Er muss seine eigene Verantwortung einbringen. Das ist das Resultat der Anstrengung jedes Einzelnen. Und so die Generationen gehen hin. Es gibt die älteren Menschen. Ihre Arbeit hört allmählich auf. Ihr Leben geht auch tatsächlich zu Ende. Ihre produktive Phase. So, und die ältere Generation hört auf. Aber wir sind ein Volk, und von diesem Aspekt her müssen dann natürlich auch die Jüngeren ran und das kontinuierlich weiterführen, was die Älteren geleistet haben. Deshalb achten Sie auch auf Ihre Kultur, Ihre Herkunft und natürlich bemühen Sie sich darum, auch dies zu bewahren. Und versuchen Sie auch, die guten Aspekte Ihrer Kultur, Ihrer Herkunft weiterzuführen, auch im Einklang natürlich mit neuen Erkenntnissen und so weiter, mit Studium und so weiter. Und ich habe wirklich große Erwartungen in Sie und ich sehe eigentlich auch, dass Sie diese Erwartungen gut erfüllt und vielen Dank dafür. Die Jüngeren, die jetzt Verantwortung übernehmen, zeigen, dass sie Gutes leisten und Ihnen allen wünsche ich dabei weiterhin Gutes und bedanke mich bei Ihnen. Ich bin jetzt hier nicht extra angereist. Und das Einzige, warum ich hier bin, ist so, ich mache immer so im Oktober einen Gesundheitscheck und das ist immer im Oktober und das in Bombay findet das statt. Da habe ich einen guten Arzt. Vor zwei Jahren war ich ja krank, eine Darmkrankheit und da bin ich in einige Krankenhäuser gekommen. Von daher habe ich noch einige Ärzte, die ich kenne, denen ich weiter vertraue. Und die Ärzte haben mir sehr geholfen, als ich sehr krank war vor 2 Jahren. Und wir verstehen uns sehr gut. Und da möchte ich jetzt jedes Jahr auch die Gelegenheit wahrnehmen, in Bombay mich wieder untersuchen zu lassen. Und dieses Jahr hatte ich keine besondere Zeit, jetzt nach Bombay zu fahren. Aber ich war ja hier in Europa. Und dachte, wenn ich jetzt nach Hause fahre, wieder nach Indien, ist am besten, ich fahre über Bombay und mache dann diese Untersuchung auf dem Weg. Und danach werde ich dann nach Delhi fahren und dann wieder zurück nach Dharamsala. Und jetzt, um nach Bombay zu kommen, geht ein Flugzeug direkt von Zürich aus. Sonst ging das immer über Delhi, aber jetzt kann man auch direkt von Bombay nach Zürich und von Zürich nach Bombay fliegen. Deshalb habe ich mich entschieden, von Zürich aus zu fliegen und das ist der Grund, warum ich jetzt eigentlich hier bin. Und natürlich wurde mir auch gesagt, die Tibeter möchten mich gerne sehen. Und es ist erst, ich komme später und dann sollten wir uns um 4 Uhr treffen. Und wenn man es aber zu spät machte für euch, ist das für Sie vielleicht okay, aber Sie bleiben ja sowieso lange auf. Aber ich gehe immer abends früh ins Bett, deshalb, wenn es für mich zu spät ist, dann ist es mir einfach zu anstrengend. Und deshalb bin ich jetzt heute Morgen schon gekommen und dachte, es ist eben gut, wenn wir jetzt hier um diese Stunde um 2 Uhr uns hier treffen. Das ist dann für alle angenommen. Also ich wollte nach Bombay und deshalb bin ich in Zürich vorbeigekommen und müssen sich jetzt nicht einbilden, ich wäre extra wegen Ihnen hierher gekommen. Nein, das ist natürlich im Scherz gesagt. Ich freue mich sehr, hierher zu sein und das hier organisiert haben, ist ganz toll. Ja, was soll ich jetzt Besonderes berichten und sagen? Kürzlich war ich in Amerika 3 Wochen an verschiedenen Orten dort und auch besonders in New York einige Tage lang und habe über Buddhismus gesprochen
und Einführung gegeben in den Buddhismus. Da sind auch viele Tibeter an die 4000, viele wahrscheinlich auch illegal. Viele, die über Nepal gekommen sind oder aus Mongolei. Da waren also viele Tibeter und wir haben auch mit ihnen gesprochen. Und es ist wichtig, was die Kultur und Religion betrifft und die Identität Tibets zu bewahren. Alle bemühen sich sehr darum. Das hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Was tibetische Sprache angeht, ist Gerhard Kamper, der dort die Tibeter-Gemeinschaft in New York leitet, und ich habe mit ihm gesprochen. Und er hat mit Kamke gesprochen. In Frankreich war der Vertreter der Tibeter ein Amdo, ein Mann aus Amdo. Und jetzt habe ich Amdo gehört. Er hatte ziemlich starken Amdo-Dialekt. Und hier jetzt ist wahrscheinlich die Sprache Üzang, oder? So, jetzt heute hier in der Schweiz bei diesem Treffen. Und vorher in Frankreich, vorher in New York. Und überall gab es eine ziemlich große Anzahl von Tibetern. Und ich hörte die Sprache der verschiedenen Gebiete Tibets. Einmal ein Kampa, ein Amdo, einer aus Üzang. Das ist ein gutes Zeichen, ein gutes Omen. Wir Tibeter, die essen Zampa und rezitieren Manis. Und wir alle gehören einem Kulturbereich an, einem Volk an. Und leben in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen jetzt. Und wir alle erleben gleichzeitig diese Schwierigkeiten, egal woher wir kommen aus Tibet. Früher gibt es verschiedene Abteilungen und Untergruppen und so weiter. Oder auch heutzutage, oder zum Beispiel in Xinjiang in China. Und die Tibeter leben dort. Und verschiedenen Regierungen oder Administrationen, auch früher schon. Aber wir sind alle, was für unsere Religion und Kultur betrifft, eine Einheit. Von der politischen Verhältnissen, Verwaltung her und so weiter gibt es viele Unterteilungen, Spaltungen sozusagen. Aber von der Kultur und Religion her sind sie seit Hunderten von Jahren eine Einheit. In Tibet, im Schneeland, steht die buddhistische Lehre, diese Wissenschaft des Inneren, und es gibt die anderen Wissensgebiete wie Medizin und Handwerk, Sprache, Astrologie und so weiter. Und auf den verschiedenen Gebieten, besonders im Buddhismus, gibt es viele Gelehrte, egal woher sie kommen, im tibetischen Kulturkreis. Und auch jetzt seit der Besetzung Tibets gibt es viele Jahrzehnte schon vergangen. Aber die großen Gelehrten immer noch, die studieren sehr intensiv im Exil und so weiter, sind hauptsächlich immer noch die Kampas und die Menschen aus Amdo. Also es geht um einen gesamten Kulturkreis, ein gesamtes Volk, das wir als das Schneeland bezeichnen. Und ob das ein Amdo ist oder Kam, wir alle betrachten es als Kangchimpa, als Menschen des Schneelandes, als Tibeter.
und haben eine gewisse Sichtweise als Volk, eine bestimmte Mentalität, die geprägt ist von unserer Kultur, von unserer Religion. Und das schweißt uns auch zusammen, selbst in diesen schwierigen, besonders auch in diesen schwierigen politischen Situationen. Und da hilft uns eine so gemeinsame Mentalität sehr stark, um unsere Identität, unsere Kultur und Religion zu bewahren. Diese drei in den 80er Jahren haben wir gehört, dass in Amdo die Tibeter, die in chinesischen Büros arbeiten, da wird auch in der chinesischen Geschichtsschreibung von dem Tibet gesprochen als eine Einheit aller dieser großen Distrikte, also des gesamten Tibets. Also wir haben ein starkes Bewusstsein als Tibeter, egal woher wir kommen. Seit 59 April und so weiter sind die Tibeter zuerst als Flüchtlinge im Ausland angekommen. Und wir alle werden in englischer Sprache als Tibeten, als Tibeters, alle gleichermaßen anerkannt und gesehen von den Menschen im Ausland. Und auch in Dharamsala, ob es die Politik angeht oder allgemein die Flüchtlingsgemeinschaften, die Organisationen und so weiter. Also wir bemühen uns immer, da alle drei dieser Distrikte, Landesteile gleichermaßen zu fördern und zu bewahren. Und wir sind in unglaublichen Schwierigkeiten, leben wir als Flüchtlinge, also ein besetztes Volk, wenn wir in Tibet es selbst betrachten. Wir werden mit Gewalt unterdrückt und es gibt Folter in Gefängnissen. Es gibt Sterilisation und so weiter. Menschen, die dort Hungersnoten sterben in Tibet. Das heißt, Hunderttausende, ist ja sogar 1 Million, über 1 Million sind an den Folgen dieser Okkupation gestorben. Das ist in der Geschichte Tibets wahrscheinlich noch nicht passiert, in einem solchen Umfang. In den etwa 2000 Jahren der tibetischen Geschichte noch nicht vorgekommen. Und so eine Zerstörung hat es sicher noch nicht gegeben. Allerdings, was wir im Buddhismus nennen, ist es das Hindernisse in den Pfad umzuwandeln. Also Hindernisse können auch hilfreich sein. Das heißt, wir sind in Ausland, überall in der Welt herumgekommen und allgemein genießt das tibetische Volk, die tibetische Kultur, die tibetische Religion ein hohes Ansehen. Es gilt als ein Land, das eine hochstehende Kultur und Religion hat. Als wir Tibeter zuerst in die Schweiz kamen, da mochten uns die Schweizer sofort, aber sie hatten wahrscheinlich nicht so ein hohes Ansehen von uns, weil sie uns einfach nicht kannten. Aber jetzt sind über 40 Jahre vorbei, seit sie hier leben. Und Sie wissen doch sicher, dass es viele Schweizer jetzt auch gibt im Laufe der Zeit, die sich für die tibetische Kultur und Religion ernsthaft interessieren. Und das ist nicht nur natürlich in der Schweiz, sondern überall in der Welt gibt es viele Menschen, die sich für die tibetische Kultur, speziell für die tibetische Religion ernsthaft interessieren.
Auch selbst wenn sie kein spezielles Glauben haben, die tibetische Religion, haben sie trotzdem eine Sympathie, starke, echte Sympathie für die Tibeter. Das kann man sehr viele Menschen in der Welt. Das heißt, dieser Name Tibeter, das ist immer noch etwas, was in der Welt gilt, was noch einen Namen in der Welt hat. Auch die verschiedenen kulturellen Gebiete außerhalb der Religion genießen ein hohes Ansehen. Und unter den Chinesen müssen wir unglaubliche Schwierigkeiten hinnehmen. Und diejenigen, die Tibet kennenlernen konnten und etwas davon wissen, die haben ein starkes Bewusstsein dafür, was die Menschenrechte angeht, in die Menschenrechtslage. Und das heißt, diese Vertreibung aus Tibet und so weiter, das hat uns natürlich große Leiden bereitet, aber andererseits auch neue Perspektiven eröffnet und neue Erfahrungen geöffnet. Die Jüngeren wissen es vielleicht, aber die Älteren wissen es. Da sieht man die großen Zusammenhänge nicht. Man sieht immer nur das, was einen selbst direkt betrifft. Und darüber hinaus sieht man nicht viel von der Welt und so weiter. Etwa in Tibet früher. Und zum Beispiel die Kleidung, die ich trage. Da hat der Buddha gesagt, man soll ganz einfache Kleidung tragen als Mönch. Und dann aber, wir haben das irgendwie vernachlässigt und Brokatkleidung Hemden angezogen als Mönche, zum Beispiel der Dalai Lama. Und es gibt natürlich die großen Stätten des Lernens in Tibet, aber den entfernten Klöstern oder sonst auch ein Volk, was oft nicht viel Studium, Kenntnis des Buddhismus vorhanden. Das heißt zum Beispiel von 5000 Mönchen in der Klosteruniversität Drepung, einer bestimmten Abteilung, gab es dann 1000 Mönche, die ernsthaft studierten. Natürlich ist das immer noch sehr viel, aber es ist natürlich auch nur ein Fünftel der Studenten. Und einige, die machen eben nur die Rituale und Rezitationen und so weiter und kennen nicht viel vom Buddhismus. Und im Volk selbst das natürlich auch. Sie rezitieren Mantras und rezitieren die Zuflucht, die 3 Juwelen. Sie haben natürlich eine tiefe Wertschätzung, Glauben in den Buddhismus als einfach Tradition, die sie von den Eltern übernommen haben, ohne tiefere Kenntnis. Das ist aber keine gute Entwicklung, sondern es ist wichtig, muss die Kultur, die man praktiziert, auch besser kennen. Wenn das nur eine äußere Angelegenheit wird, der Kleidung und so weiter, dann ist das natürlich nicht gut. Es reicht ja nicht aus, im Äußeren sich irgendwie gut zu präsentieren und so, aber das wissen wir aus allen Lebensbereichen. So, man muss den eigentlichen Kern kennen und auf dieser Ebene etwas erreichen, nicht nur im äußeren Anschein. Also die Generationen gehen, auch die Generation in Tibet vergeht. Es kommt eine neue Generation an ihre Stelle.
Aber auch diese neue Generation, auch besonders in Tibet, hat ein starkes Bewusstsein, Tibeter zu sein. Es sind viele, die ein starkes, echtes Vertrauen haben in die tibetische Kultur und Religion, in den Buddhismus. In den 60er und 70er Jahren haben mir einige gesagt, dass die Tibeter Jugend also ein starkes Bewusstsein hatte für die tibetische Kultur und Musik und so weiter, Poesie, aber nicht so sehr in die Religion. Und also, wenn man ein starkes Nationalgefühl hat, aber kein Interesse